Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und bei diesem Video geht es um etwas ganz Spezielles. Und zwar, wie es aktuell mir steht, beziehungsweise in Sachen Content machen, wie es wird weitergehen in Sachen Content und Streams etc. Damit du genau verstehst, wie was meine. Such dir wirklich das ganze Video bis zum Schluss rein. Denn nur so kriegst du den ganzen Kontext miteinander zusammen und verstehst hoffentlich dann auch meine Gedankengänge, meine Aussagen. Auf jeden Fall, was auch noch wichtig ist, ich habe mir kein Skript geschrieben, keine Notizen gemacht, ich nur einfach mal so drauf los. Und ja, im Hintergrund werde ich dir jetzt wahrscheinlich Gameplay zeigen von COD, wieso kein NHL. Ganz einfach, ich will einmal ein anderes Game auf meinem Kanal auch wieder haben. Und um das geht es ja auch bei mir. Ich will nicht als ein reiner NHL-Content Creator gelten, sondern ich will auch andere Games bringen. Auch wenn momentan nur NHL kommt, einmal pro Woche, will ich gleich andere Games bringen. Nur eben, was für Games. Und um das geht es bei dem Video. Um das geht es in meiner Kernaussage. Wo wird sie? Ich habe momentan einfach kein Game, das mich packt. Wo ich muss sagen, wow, geil, nach dem Arbeiten heimgehen, gamen, Video machen, nachher noch streamen, was auch immer. Es gibt momentan keine so Games. Ich habe Freude an NHL. Nur NHL kann ich nicht so viel gamen, sonst wird es mir verleiden. Wieso? Weil es trotzdem immer wieder auf eine gewisse Art und Weise das Gleiche ist. Es macht Spass. Jeder Match ist zwar anders. Jede Folge von meiner SCB-Karriere ist immer wieder etwas anderes, aber gleich im Grundprinzip ist es das Gleiche. Das ist bei jedem Game ja auch so. Aber wenn ich ein Game, das eben so etwas hat, so oft bringe und mache, dann wird es mir verleiden und dann müsste ich mich zwingen, um ein Video zu machen. Und das wäre absoluter Tod für die Videos und auch für mich, so gesagt, für das Game im Allgemeinen. Das ist auch ein Hauptgrund, warum ich in meinen Streams nicht so oft NHL zocke, sondern eben COD. Damit ich die Abwechslung auch ein bisschen habe. Für mich, dass es negativ ist klar, weil viele, die meine YouTube-Videos schauen, möchten auch sehr gerne bei meinen Streams NHL sehen. Und dann kommt COD und dann denken sie, COD, können raus. Schade, dass dann die Leute nur wegen dem Game kommen und nicht wegen mir. An dieser Stelle bin ich es richtig geil für die Leute, die sogar jetzt an meine Streams reinkommen, obwohl sie das Game nicht so richtig feiern oder nicht einmal kennen. Das finde ich richtig geil, hey, dass so Leute dann auch in den Streams jeweils aktiv mit dabei sind, hey, und mich supporten. Ein richtig fettes Dankeschön an all diejenigen, die mich so extrem Support. Natürlich Dankeschön an jeden Einzelnen, der auch noch die Videos schaut. Das ist auch schon viel. Mit Liken, Kommentieren oder nur schauen. Auch schon das. Dankeschön. Also nicht falsch verstehen, nicht minderwertig verstehen. Also alles top. Aber das andere ist natürlich, das gibt mir noch mehr Motivation. In den Kommentaren lesen oder so bei den Videos. Wow, hey, das motiviert. Oder eben bei den Streams, wenn ihr mit mir interagieren. Hey, das motiviert so extrem. Das können sich man eigentlich gar nicht vorstellen. Andere, die auch Streamen machen, die wissen genau, was ich meine. Dass es halt einfach noch mehr Motivation gibt. So ein richtiger Motivationsschub gibt das in einem, also in mir gibt es auf jeden Fall. Und ich denke, es ist auch bei sehr vielen anderen genau gleich. Aber eben ist halt gleich so, dass ob NHL oder COD, diesen beiden Games, wo ich zwar gerne game und sie auch gut finde, dann fehlt etwas. Dann fehlt so das gewisse Etwas. Bei Call of Duty, wenn ich so zurückdenke an die Modern Warfare-Reihe oder Call of Duty Black Ops 1 und 2, meine Güte, die Games habe ich gesuchtet. Modern Warfare, also das Original Modern Warfare, hey, das habe ich 2 Jahre lang durchgesuchtet, jeden Tag 3-4 Stunden, ja 3-4 Stunden, fast jeden Tag, am Wochenende, Freien fast gemacht. Das Game hat einen so gepackt, weil es einfach nur geil war, mit Kollegen zusammen, um das zu zocken. Und das fehlt. Es gibt kein Game, das hat. Das letzte Game, das so etwas hatte, das war tatsächlich Fortnite gewesen. Aber aus dem Game ist die Luft raus. Irgendwann ist aus jedem Game die Luft raus. Es braucht immer wieder etwas Neues oder eine Nachfolge oder irgendetwas. Und das fehlt. Das Cold War ist geil. Aber etwas fehlt dem Game. Ob das jetzt das SBMM ist, das das kaputt macht, oder andere grössere Content Creator, die das Game absolut schlecht reden, obwohl es nicht ganz so schlecht ist. Es hat seine Fehler, ganz klar. Aber es ist nicht so schlecht, wie viele sagen und tun. Meiner Meinung nach ist es nicht so schlecht. Ich finde es gut, aber auch fehlt trotzdem dem Game einfach das gewisse Etwas. Und ich will endlich wieder so ein Game haben. Wenn du also irgendein Game kennst, das hat, wo so eine... Also einfach so... das Geile hat, wo für dich so ist, dann schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Ich brauche irgendetwas, weil ich finde nicht, ich bin täglich am Schauen auf Steam und überall. Irgendein Game, das so etwas hat. Und ich finde nichts. Also, wenn du ein Game hast, das so ist, schreib mir das unbedingt in die Kommentare rein. Ich will wieder ein richtig geiles Game finden, wo ich einfach reinsuchen kann. Mit dir, mit euch allen zusammen, mit Videos, in den Streams. Und am besten noch mit anderen Leuten zusammen. Mit Sandronik, mit Marelo, mit Melia, mit Adi, wem auch immer noch. Das wäre etwas, das ist etwas, was ich wette. So Sachen machen, so Projekte machen, grössere Sachen mit anderen zusammen. Wie das Melo mit Minecraft gemacht hat. So Sachen, aber mit anderen Games noch. Das wäre richtig geil, irgendetwas aufbauen, wo man längere Zeit machen kann. Wo wir auch Mario Kart Session, wo wir ja in der Sonntag immer gemacht haben.
Genau so etwas will ich wieder bringen, aber es fehlt irgendein Game. Und das führt dazu, dass ich weniger Bock habe, kann man fast sagen, zum andere Videos zu machen oder zu finden oder so. Und ich will nicht irgendein Game nehmen, wo ich einfach rausklatschen. Ich will dann auch überzeugt sein vom Spiel oder könnte mir vorstellen, dass es etwas wird und ich teste es mit meinem Video an. Wenn es mir dann Spass macht und euch Spass macht, kann man es dann weiterziehen. Aber aktuell gibt es nichts und aus diesem Grund weiss ich jetzt auch nicht, wie oft Videos noch werden kommen, andere Videos werden kommen und wie oft ich überhaupt streamen. Wir müssen ein bisschen zurückgehen. Oder wir machen einfach Just Chatting. Wir machen einfach Just Chatting, ein bisschen Reaction-Sachen, obwohl auch da werden wir natürlich logischerweise wieder auf Videos reagieren, wo fast jeder schon darauf reagiert hat und nachher noch reagieren wird. Aber egal, wenn ihr das möchtet, dann lasst mir das unbedingt in einem Kommentar auch unter dem Video wissen. Ich werde natürlich gleich etwas machen, aber ich weiß echt nicht was. Es ist sehr deprimierend und frustrierend für mich, weil ich habe in mir drin, obwohl ich es das sollte man nicht machen, ich habe in mir drin so einen Druck, also einen inneren Druck, wo ich mir sage, hey, ich muss jetzt etwas machen. Ich muss jetzt Videos machen, ich muss jetzt streamen, das muss ich jetzt, das wollen die Leute, das erwarten die Leute. Ich darf nicht hören, ich muss. Das ist das, was ich in mir drin habe. Ich habe den Stress, ich habe den Druck. Vielleicht, ich brauche den in einem gewissen Sinne auch. Nur wenn halt nichts rum ist, dann macht der Druck einen kaputt. Und ich sehe oder ich merke momentan bei mir, dass mir genau der Druck anfängt kaputt zu machen, weil ich mir zu viele Gedanken immer mehr und mehr mache, weil ich nichts finde. Und ich kriege durch das eine gewisse Angst, dass alles, was ich aufgebaut habe, komplett kaputt geht. Es ist schon vieles, habe ich fast das Gefühl, ein bisschen kaputt gegangen, wenn man schaut, wie alles in Sachen Klicks retour geht. Aber trotzdem erreiche ich noch genug viele Leute. Ich meine, das, was ich hier erreiche, was ich jetzt noch mache, bin ich absolut dankbar für jeden, der meine Videos schaut oder mit meinen Streams dabei ist. Bin ich absolut dankbar, dass ich überhaupt die Zahlen, die ich haben. Sind einmal höher gewesen. Und das wäre richtig geil, wenn ich wieder zurückkomme. Weil das ist das, was einem noch mehr Motivation gibt. Wo sagt, hey, der Druck, den ich mir aufbaue, der wird noch belohnt und gemacht. Und das Problem ist, wenn die Sachen retour gehen, in Sachen Klicks, wo man nicht anschaut, ich weiß, aber man schaut, ich bin ehrlich, ich schaue die an. Und ich beschäftige mich, wenn die Zahlen retour gehen. Es beschäftigt mich, wenn ein Abonnent wegfällt. Es beschäftigt mich, wenn bei den Streams bei 10 Leuten auf einmal nur noch 8 sind. Wo sind die 2 Herren? Es wird nichts geschaut, es passiert nichts. Es ist einfach so zack und weg und man weiß nicht wieso und warum. Und das beschäftigt mich extrem. Und jetzt, weil noch keine Games rum sind oder sonst etwas rum ist, wo ich weiss, wo genau, das ist perfekt, mit dem könnte ich noch etwas machen, mit dem hätte ich richtig Spass. Ob das jetzt noch 10 Leute gesehen oder 10'000 würden sehen, ist mir erst recht scheißegal, weil es auf mir noch mehr Spass macht. Alles, was ich jetzt mache, macht mir Spass. Nicht falsch, es macht mir absolut Spass. Egal wie viele Leute das jetzt sehen. Aber es macht natürlich noch mehr Spass, wenn es mehr würden sehen und noch mehr Reaktionen würden drauf kommen. Das wäre ja gelogen, wenn ich würde sagen, dass das nicht so wäre, dass man immer mehr und mehr würde wählen. Weil ich will ja mit meinem Content Leute unterhalten. Und je mehr Leute ich kann unterhalten, desto mehr Freude habe ich in dem Ganzen. Desto mehr Motivation. Aber genau das ist es ja, wenn die Sachen retour gehen und dann noch etwas fehlt, bei mir mit Gaming-Content, dann noch Games fehlen oder etwas, dann wird der Druck noch grösser, den ich mir mache. Die Angst steigt vom Ganzen her und das macht es für mich sehr schwer, psychisch von dem her, und könnte alles für alle sogar noch kaputt machen, obwohl genau das ja nicht so tun. Ich weiß auch nicht, was ich will sagen, wie ich es soll sagen. Auf jeden Fall, ja, ist es so momentan bei mir, dass ich mich wie in einem Käfig fühle, gefangen fühle, und der Käfig besteht aus keine grosse Ideen, keine Games, wo wir könnten Ideen bringen und Sachen. So ein leerer, ein Käfig aus nichts, so gesagt. Klingt das logisch? Ich hoffe es auf irgendeine Art und Weise. Ja, an sich habe ich jetzt schon alles gesagt, alles andere wäre noch wieder wiederholen von einer gewissen anderen Art und Weise. Und das macht ja weniger Sinn. Wenn du irgendetwas nicht verstanden hast, etwas genauer wissen willst, dann schreib das unten rein, Kommentar. Dann gehe ich vielleicht mit einem zweiten Video auf das genauer ein. Oder dann allenfalls auch bei einem Stream gehe ich dann auf die Sachen ein, die dann gestellt worden sind und wo man dann auch noch im Stream dann noch mal darüber reden kann, wo dann aktiv nochmal Rückfragen machen kann. Wäre ja auch noch eine coole Idee. Auf jeden Fall weiss ich jetzt wirklich nicht mehr, was sagen, und will auch das Video nicht künstlich noch länger machen, als was es schon ist. Also danke dir fürs Zuschauen und hoffe, dass es dir gut geht, und wünsche dir alles nur Gute und das Beste.
Jetzt jedoch bin ich trotzdem draußen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!